Seit einigen Wochen ziert bei uns zu Hause ein wunderbares Spinnennetz unser Stubenfenster. Ich glaube, es ist die Saison der Spinnen, so im Herbst, wenn so gehen die so richtig in Jagdmodus, es ist ja Jagdsaison. Und ist mir dann gerade kürzlich auch beim Wald, beim Joggen, eins begegnet, das wunderschön so im Sonnenlicht gestrahlt hat. Nein, es ist nicht das, so schöne Fotos kann ich nicht machen. Aber das Spinnennetz bei uns in der Stube ist mir in den Sinn gekommen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Also, das Spinnennetz gefällt mir, die Spinne, die mit drin hockt am Abend, nicht so. Es ist einfach faszinierend, wenn manchmal wieder mal ein Opfer da siehst, hängen, das dann so drin ist. Aber, genau. Aber wieso Spinnennetz? Mich dunkt, dass Bergpredigt eigentlich eine Art so eine Spinnennetzstruktur hat. Wir befinden uns in dieser Serie How to Live, Leben im Reich Gottes. Eigentlich eine Lebensanleitung von Jesus an seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und die Rede von Jesus, berichtet in Matthäus 5 bis Matthäus 7, ist wunderschön angeordnet. Und das Spinnennetz darum, weil ein Spinnennetz hat einen Kern, ein Zentrum, und dann hat es konzentrische Kreise, und dann hat es so Querverbindungen mit drin. Und man könnte sagen, dass wir die letzten 2 Sündigen so ein bisschen ausserhalb im Netz verbracht haben. Nämlich im Kapitel 5, zum Start von dieser Bergpredigt. Wir haben uns dort mit den Themen, die in diesen konzentrischen Kreisen sind, beschäftigt. Eben dort geht es darum, dass Jesus sagt, hey, in dem Reich, wo ich euch bringe und wo jetzt schon angefangen hat, wo mitten unter uns ist, sieht das Leben so und so aus. Und wir haben herausfordernde Texte gehört, irgendwie ermutigende mit diesen Seligpreisungen, aber auch herausfordernde letzte Woche mit dem Timon Studler. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Serie auch so als Gesamtheit betrachtet, wenn wir heute jetzt mehr in die Mitte von dem Spinnennetz tauchen. Darum Ermutigung an dich, wenn du irgendwie die letzten Sündigen verpasst hast. Es lohnt sich also zum Aufbau, das noch anzuschauen. Auf Podcast findest du die Predigten. Und jetzt kommen wir so Richtung Zentrum. Wir kommen in die Mitte. Und in der Mitte von der Bergpredigt, im Zentrum von dem Spinnennetz, befindet sich das Vaterunser Gebet. Und zudem haben wir gerade vor dieser Serie ein paar Sündige uns Zeit genommen, uns damit auseinandergesetzt. Ein berühmtes Gebet. Und heute würde ich das darum nur so ein bisschen streifen, aber wir bewegen uns im Kapitel 6 so rund um das herum. Und es geht auch dort um unsere Gottesbeziehung. Und falls du ein Handy dabei hast oder möglicherweise sogar eine gedruckte Version von der Bibel, dann könntest du die heute sehr gut führen, auf die Knie Kapitel 6 aufschlagen oder in deinem Handy nachschlagen, weil wir sind einfach ganz viele in diesen Texten. Ich kann die nicht alle vorlesen, aber vielleicht hilft es dir, zum so ab und zu nachlesen. Wir befinden uns im Kapitel 6 vom Matthäus-Evangelium, mitten in der Bergpredigt. Jesus startet steil in das Kapitel, oder der Matthäus, der das dann aufgeschrieben hat. Im Vers 1 lesen wir, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Man könnte sagen, es ist ein Ausblick auf das, was im ganzen Kapitel folgt. Es geht nämlich um Frömmigkeit, man könnte sagen geistliche Praxis, Spiritualität in dem ganzen Kapitel. Spannenderweise steckt hinter dem Wort das Wort eure Gerechtigkeit im Griechischen, also das, was euch gerecht macht, das, was euch gerecht erscheinen lässt. Das wird dann übersetzt mit Frömmigkeit. Hütet euch, das zur Schau zu stellen. Und dann hat es ein paar andere Themen, die angesprochen werden. Es geht darin um Reichtum. Also es wird da gesagt, wenn du das machst, hast du deinen Lohn schon gehabt. Also im ganzen Kapitel wird Reichtum und Lohn und entlöhnt werden immer wieder ein Thema sein. Und es geht auch um Quellen der Versorgung. Und wir sehen das da drin, da heisst euer Vater im Himmel. Wir haben gerade vorher das Lied gesungen. Im Haus von Gott ist ein Platz für mich, ich bin ein Kind von ihm, ja, sein Kind. Es geht in diesem Kapitel immer darum, dass wir Versorgung finden bei unserem Vater im Himmel. Das ist ein Kernausdruck. Im Kapitel 6 kommt der Begriff Vater im Himmel 12 Mal vor. Also das sind so Kernelemente. Die kommen schon in dem ersten Vers drin vor. Es geht um Frömmigkeit, um geistliche Praxis. Um Verse 1 bis 18 muss man darum so ein bisschen miteinander betrachten. Es werden nämlich 3 Bereiche von der damals üblichen Frömmigkeitspraxis, Übungen, die man gemacht hat, Spiritualität betont. Und so, Jesus spricht alle auf eine ähnliche Art und Weise an. Es geht ums Almosen geben, also ums Spenden, ums wohltätig weitergeben, ab Vers 3. Es geht ums Gebet, ab Vers 5. Und dann das ganze Vaterunser natürlich. Und dann geht es nachher noch ums Fasten. Das war sehr angesehen bei den Leuten.
Es sind 3 von den wichtigeren Standbeinen von der jüdischen Frömmigkeit gewesen und Jesus adressiert die. Und sie sind somit auch all denen, die zugelassen haben, ein Begriff gewesen. Die haben gewusst, um was es geht, wenn Jesus von diesen Themen redet. Und sagt, Frömmigkeit beinhaltet das. Und dann adressiert er so 2 Gruppen von Menschen und die eine ganz besonders fest. Und die erste, eben die er fest adressiert, die nenne ich die frommen Heuchler. Und das habe ich nicht einfach erfunden, sondern das wiederholt sich auch in dem Kapitel hinein, der Begriff, macht es nicht wie die Heuchler. In Bezug auf all die 3 Sachen. Aufs Almosen geben, aufs Betten und aufs Fasten. Macht es nicht wie die Heuchler. Wenn ihr gebt, dann macht es nicht so, dass die anderen sehen. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Wenn ihr betet, genau gleich. Geht ins Kämmerli. Geht in euer Kämmerli, ins Private und tut es dort. Und wenn ihr fastet, dann macht es nicht mit einer finsteren und belasteten und traurigen Miene, um zu zeigen, dass ihr gerade eine riesige Last trägt, die ihr im Fasten bearbeitet, sondern man soll das nicht merken. Und jetzt Rückbezug zum Vers 1. In allen Fällen sagt Jesus, die Menschen, die das machen, haben ihren Lohn schon bekommen. Sie haben ihren Reichtum schon abgeholt. Es erwartet sie nichts mehr. Es ist ein Lohn auf Zeit und der wird vergehen. Das sind extrem harte Worte. Wir werden uns nachher noch ein paar Gedanken dazu machen, was das für heute heissen könnte. Diese Gruppe wird stark adressiert, die frommen Heuchler, und wir könnten uns vorstellen, dass er damit auch die religiöse Elite im Hinterkopf hat, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus immer wieder aufs Schärfste angreift. Das ist eigentlich die einzige Menschengruppe, die er per se kritisch, sehr stark kritisch beurteilt und auch immer wieder stark kritisiert. Dann finden wir noch eine zweite Gruppe, die er adressiert. Und ich habe sie übertitelt mit den übereifrigen Heiden. Wir lesen im Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Andere Übersetzungen benutzen das Wort, wenn sie plappern, wie die Heiden. Und dann sagt er, macht es nicht wie sie, weil euer Vater im Himmel weiss, was sie brauchen. Heide steht für Nichtjuden. Das ist ein Begriff, den wir auch nicht so kennen, aber damals auch für alle klar gewesen. Das sind die nichtjüdischen Völker. Von diesen Leuten hat es Menschen gegeben damals, es hat römische Besatzungsmacht gegeben, das sind Heiden gewesen. Es hat natürlich auch aus der vergangenen Geschichte, hat man die gekannt, die Völker von den Assyrer, Babylonier. Und man hat auch gewusst, dass die teilweise ihren Vielgötterglauben, wo sie haben, auch ganz viele verschiedene Gottesbezeichnungen haben und somit viel Wort machen müssen, viel tun müssen, sehr eifrig arbeiten müssen, um die Götter zufriedenstellen. Und auch eben vielfach auch plappert haben. Im Volk war sicher auch im Ohr gewesen, dass es ja im Alten Testament einen Bericht gibt, wo so ein Prophet von Gott, von Jahwe, gegen Propheten vom Baal oder gegen Baalspriester angetreten ist. Und auch dort hat man gewusst, dass die Baalspriester mit ganz vielen Worten haben müssen ihre Götter bestürmen. Und die Aussage, die Jesus macht, ist, hey, wir beten den anderen Gott an. Wir beten den Vater im Himmel an, der weiss, von sich aus weiss, der sich kümmert, der weiss, um was es geht. Und somit ist das den Leuten auch ein Begriff gewesen. Es geht dabei auch um eine fromme Leistung, ich würde sagen, um eine Religiosität, um einen Versuch, durch etwas richtig zu machen, die Götter zu mäßigen, um mir gut zu sinnen oder ihre Stimmung zu verändern. Und natürlich kommen wir da auch ganz viele andere Religionen in den Sinn. Und ja, ich glaube, im Christentum gibt es eine Gefahr für das, wo man versucht, durch die fromme Leistung, durch das viele Wort machen, durch das richtige Abfolgen von Sachen, irgendwie Gott umzustimmen, dass er einem gnädig wird. Jetzt die Frage ist natürlich, ja, wie soll man es dann machen? Jesus kritisiert die Gruppen von Menschen und sagt, macht es nicht so. Macht es nicht so. Aber wie dann? Spannenderweise sagt Jesus nie, dass man diese Sachen nicht machen soll. Also das ist mir ganz wichtig heute. Es geht nicht darum, nicht mehr beten, nicht mehr geben, nicht mehr fasten. Und man könnte ja auch noch mehr geistliche Praxis anfügen, was es alles so gegeben hat. Sondern all das ist entscheidend. Es sind entscheidende Pfeiler. Aber macht es nicht so. Geben öffnet das Herz für andere. Es entkrampft und bekämpft den Geist von meinem eigenen Egoismus und vom Geiz. Es ist entscheidend wichtig. Es ist geistliche Praxis. Aber mach es im Geheimen, wo es niemand sieht. Niemand muss es wissen. Weil es geht dabei um dies, um mein Herz und nicht um unser Ansehen. Rückbezug zum letzten Sonntag. Kleine Randnotiz. Beim Betten genau gleich. Alles kommt aus dem Gebet und aus der Verbundenheit zum Vater. Das ist die Botschaft von der Bergpredigt.
Das Netz hat in der Mitte etwas, die Verbundenheit mit dem Vater. Und das strahlt raus in all das, was die Bergpredigt uns auch auffordert zu tun, zu halten. Nur aus der Verbundenheit. Darum ist das Gebet das Ein und Alles. Das Gebet in deinem Kämmerli, in der Intimität mit dem Vater. Dort, wo es nicht viel Wort braucht. Dort, wo ein Blick langt. Dort, wo eine offene Herzensbegegnung stattfindet. Weil es geht um unser Herz und nicht um unser Ansehen. Und beim Fasten ist Verzicht für Gott als ein Ausdruck von der Prioritätensetzung. Und es hilft, Sachen im richtigen Fokus zu halten. Und da sagt Jesus, mach's. Aber mach's nicht mit trauriger Miene, um allen zu zeigen, wie du dich abrackerst, sondern mach's mit gewaschenem Gesicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass man Trauer überwunden hat. Also eigentlich mach's aus Freude am Herrn. Mach's darum, weil du Freude hast an dieser Verbundenheit mit Gott und weil es dir hilft, dich dort zu ankern. Es geht dabei um dein Herz und nicht um dein Ansehen. Hey ja, ich habe mir schon überlegt, was heisst es für uns heute, oder? Jahr 2020. Wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen. Wir sind Fromme, so betitelt man uns manchmal. Was macht das mit uns? Und ich möchte die Frage einfach in den Raum stellen. Was würde Jesus uns heute sagen? Wo stehen wir in der Gefahr, geistliche Praxis zur Schau zu stellen und ehrlich gesagt unseren Lohn schon jetzt abzuholen? In der Kirche zum Beispiel. Aus welchem Motiv machen wir unsere Mitarbeit, unseren Dienst? Aus welchem Motiv sind wir da Teil davon? Aus welchem Motiv suchen wir Einfluss und Leitungspositionen? Aus welchem Motiv heraus worshipen wir? Wie machen wir es sichtbar? Ich stelle es als Frage, ist mir wichtig. Ich habe nicht eine Antwort. Aber ich glaube, Jesus würde das auch fragen. Und im Christentum allgemein. Es gibt so viele tolle geistliche Levels, wo man sich bei uns abverdienen kann. Tolle Kurse. Tolle Momente, wo man sagt, jetzt habe ich einen Schritt gemacht. Jetzt bin ich weiter. Jetzt bin ich eben auf der Leiter zugestiegen. Wissen, wo man sich aneignet. Und ich stelle fest, die Bergpredigt widerspricht dem massiv. Weil sie sagt einfach eins, sie sagt, mach nicht ein Level, ein lineares Denken, da kommst du weiter, sondern immer Kreis um die Verbundenheit mit Gott. Und mach es mit 20, mit 40, mit 60, mit 80. Weil du brauchst es, um in deinem Alltag das Reich von Gott zu leben. Aber es ist nicht da mit einem Kürzli, nicht da mit einem Zertifikat, nicht da mit der richtigen Leistung, nicht da mit all dem. Es geschieht im Alltag. Es ist etwas am jüdischen Denken, das um die Sachen herumkreist und nicht linear A plus B gleich C, sondern das ist eine andere Denkweise. Und Jesus hat die. Und das ruft dazu und sagt, ihr müsst verbunden bleiben. Ihr könnt nicht mit einer Leistung euch aus dieser Verbundenheit herauslösen. Ich glaube, das ruft uns auch heute zu tun. Also es geht darum, wo haben wir heute fromme Heuchelei? Aber dann ist mir noch so eine zweite Gruppe von Menschen in den Sinn gekommen. Manchmal sehe ich mich da drin auch selber. Vielleicht sind wir schon so lange in unserer Biografie, in diesem Business mit den frommen Heuchlern, dass sie uns manchmal so stressen, dass wir sagen, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir nehmen Distanz und sagen, ja, das fromme Heuchel habe ich satt. Und das Abrackern, das Religiöse, das ist es doch nicht. Das führt doch nicht zum Ziel. Und wir befreien uns von dem und dabei befreien wir uns gänzlich von aller geistlichen Praxis. Und das will Jesus wohl hinterfragen. Du sagst, es ist gut, wenn du die fromme Hülle abstreifst. Aber verlass die geistliche Praxis nicht. Und ich will das heute fragen, wo bist du so abgeschreckt worden? Durch die Frömmelei der Christen. Und wo bist du vielleicht so aufgeklärt, dass du sagst allgemein, so das Religiöse und das hat keinen Platz mehr in meinem Denken. Und in dem hast du dich ganz distanziert und ganz entledigt und das alles abgeleitet. Und ehrlich gesagt, hast du die Verbundenheit zum Vater, zu dem Schöpfer, zu der Quelle von allem Leben verloren. Vielleicht ist das heute die Frage, die an dich gestellt ist. Also jetzt haben wir gehört, wie wir es nicht machen. Weil wir dann den Lohn schon gehabt haben. Und eben im Zentrum steckt das Vaterunser. Und dann geht es weiter. Und ich glaube, Jesus kreist noch mal ein bisschen weiter rum. Und es hat alles Verbindung und hängt alles zusammen. Im Kapitel 6. Und dann kommt er dorthin und sagt, jetzt sage ich euch, wo ihr wahrlich versorgt sind. Und er fängt da eigentlich mit 2 Fragen, die er in den Raum stellt. Echt versorgt. Wie geht das? Die erste Frage ist formuliert als Aussage, aber eigentlich steckt die Frage dahinter, wo ist dein Reichtum? Matthäus 6, ab Vers 19 heißt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten
und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, so wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Rückbezug zu den frommen Heuchlern. Jesus sagt, die haben ihren Lohn schon gehabt, da auf dieser Erde. Also wir können es durchaus in dem Kontext betrachten. Es geht da nicht nur ums Materielle. Es geht auch um den geistlichen Reichtum, wo man sich ansammelt, in dem, wo man tut, in dem, wo man versucht zur Schau zu stellen. Und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das macht ihr eben nicht mit frommem Küchel. Und was ich auch wichtig finde, ist, wir denken dann immer, ja, wie mache ich das? Irgendwo in der Zukunft, oder wie der linear denkt, in der Zukunft im Himmel liegt der Schatz. Bergpredigt versteht so, dass das Himmelreich jetzt schon da ist. Also du kannst dir jetzt Schätze fürs Jetzt im Himmel ansammeln. Die auch in der Zukunft wirken, aber die jetzt schon da sind. Das ist mit einer veränderten Herzenshaltung. Aber das ist die Frage, wo ist dein Reichtum? Und dann kommt die zweite Frage, und das ist die, ist dein innere Auge klar? Und das ist eine bisschen kryptische Stelle, da gibt es auch diverse Theorien, wie man sie verstehen kann. Sie bleibt vielleicht ein bisschen kryptisch. Für mich am treffendsten macht es Folgendes. Es heißt im Vers 22, das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird da sein? Und dann geht es wieder zurück. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, sondern nur entweder Gott oder ein Mammon. Dort wird wieder der Vergleich mit dem Reichtum gemacht. Und die Frage ist, was steckt da dahinter? Für das Wörtchen gut, das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut? Da gibt es diverse Übersetzungsspielräume. Da kann man sagen, dass gut steht für ungetrübt, also klar sehend, für klar ausgerichtet, für klar orientiert. Und das gefällt mir. Und ich würde es so sagen, das Auge gibt dem Körper Licht und es geht dabei um dein Herzensauge. Das ist auch das ganzheitliche Denken vom Judentum, es geht um dein Herzensauge. Dein Auge gibt dem Körper Licht und wenn dein Auge klar ausgerichtet ist, dann ist der ganze Körper im Licht. Wenn du die Orientierung im Griff hast, wenn du dich am Himmelreich ausrichtest, wie es jetzt wie es Jesus will sagen, wenn du eben Prioritäten von deinen Reichtümern am richtigen Ort gesetzt hast. Und darum ist die Frage, ist dein innere Auge klar ausgerichtet? Frage 1, die ich vorgestellt habe, wo ist dein Reichtum? Das Zweite, wo das mit beeinflusst, ist dein innere Auge klar ausgerichtet? Folgefrage, wie mache ich denn das? Wie richte ich mein Auge richtig aus? Da hat es so viele Ablenkungen um mich herum, die mir immer wieder im Weg kommen. Ich denke, die letzten Verse geben uns eine Hilfestellung, eine Unterstützung und eine Leitplanke dafür. Und für das habe ich ein kleines Hilfsmittel dabei und das ist die wunderschöne Waage, die ich bei meinem Schreinerkollegen namens Matt Gremlich für mich anfertigen lassen habe, weil ich das selber nicht kann. Jesus redet über Sorgen in diesem Abschnitt. Sorgen oder Trachten. Ein Unterschied. Vers 25 bis 34 geben uns eben eine Anleitung, wie wir unser Auge richtig ausrichten können. Und wenn wir dann so die Texte lesen, die paar Verse, dann geht es da drin so um 3 Hauptelemente, die Jesus aufgreift. Er sagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Also euer Auge richtet er klar aus, aufs Himmelreich, indem ihr euch nicht sorgt. Um Essen, um Trinken und um eure Kleidung. 3 so Schlagwörter, die wir heute ein bisschen anders deuten würden. Heute leben wir in einer Luxusgesellschaft, im Überfluss, oder wo wir viel grossen Mittelstand haben. Damals hat es eine extrem arme Bevölkerung gegeben, die zugelassen hat. Das muss man alles ein bisschen übersetzen. Aber es geht um Grundversorgung, um Status, um das, was wir haben. Kleidung macht Leute, oder? Das wissen wir. Und er sagt, sorgt euch nicht. Und ich stelle aber fest, dass ich das sehr oft mache. Genau bei diesen Sachen, auch ins Heutzutage. Ich meine, wir haben materielle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Wir müssen schliesslich leben, essen. Wir leben nicht von Luft und Liebe. Und darum ist meine materielle Versorgung entscheidend wichtig. Und ich mache mir Gedanken über das. Und ja, es ist eine feine Linie zwischen dem Gedanken machen und dem Sorgen. Plötzlich hast du manchmal Sorgen. Jetzt bei uns sind das eben vielleicht manchmal ein bisschen die First World Problems, aber sie können auch plötzlich um sich greifen. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo plötzlich alles ein bisschen teurer wird. Und die Waage fängt an zu kippen. Es geht aber natürlich auch um Status. Kleider machen Leute. Und ja, manchmal sorge ich mich, was soll ich am Sonntagmorgen da vorne anlegen? Ganz basic. Und du dich wahrscheinlich auch, was soll ich in den Gottesdienst anlegen?
sehen und gesehen werden. Es geht aber da drin sicher bei der Kleidung auch noch mehr um Status, es geht um deine Karriere. Hey, was sieht man, wenn man den XY sieht? Wer ist das? Und das ist eine feine Linie zwischen dem, das ist ein Teil von unserem Leben, mit dem wir umgehen, aber wir können uns auch darüber sorgen. Und es geht aber noch weiter, eben, wir haben Kleidung, wir haben den Status, wir haben, wo da drin steckt, wir haben die Grundversorgung, das Essen und das Trinken. Aber Vers 27 sagt Jesus, übrigens, wenn ihr euch sorgt, könnt ihr euer Leben um keinen Tag verlängern. Es geht also auch um die Zukunft. Ich sorge mich etwa mal um die Zukunft, kennst du es vielleicht auch? Was kommt morgen? Wie soll es sein? Wie könnte es weitergehen? Und das Ganze kommt das Gewicht über. Und Jesus challenged die Hörerschaft und somit auch dich und mich und sagt, sorgt euch nicht. Verbunden sein mit Gott, Geistlichkeit, Frömmigkeit heisst, sorgt euch nicht um das Zeug, wo alle sonst sich sorgen. Wo alle dir sagen, du sollst dich darum sorgen. Was passiert ist, wenn du dich da fest sorgst, ich glaube, man kann sagen, du wirst in Sorgen versinken. Es zieht dich runter. Irgendwo kommt es dorthin, wo du nicht mehr frei denkst. Und jetzt ist mir auch wichtig, ich meine, es ist so einfach, und ich kann sagen, ja, und dann kommt Jesus und alles ist gut und alles ist tipptopp. Aber ich kann ja da vorne nicht für die Blut anstehen. Ich muss ja Kleider anhaben. Weißt du, es ist manchmal mega einfach gesagt. Aber es sind schon Sachen, die in unserem Herzen doch kämpfen, oder? Wo es darum geht, ja, wie mache ich denn das? Und am Ende will ich dir nicht sagen, hör auf essen, hör auf trinken, hör auf achten. Ich schaue gerne gepflegte Leute an. Wirklich. Es ist ein Wohlgeruch. Und wie finden wir die Mitte? Wie finden wir die Balance, oder? Jesus sagt, sorgt euch nicht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir diese Sachen alle aus unserem Kopf raus verbannen. Sie gehören zum Leben auf dieser Erde, sie gehören zum Leben im irdischen Reich. Aber dass wir sie durchbrüllen mit dem klar ausgerichteten Blick aufs Himmelreich. Und wie das jetzt schon unser Leben prägt betrachtet. Und das gibt einen Switch. Und dann kommst du vom Sorgen zum Trachten. Und die Worte haben eine unterschiedliche Bedeutung. Beide beschäftigen sich mit diesen Themen. Die einen drehen in Sorge und versinken und das andere richtet aus und sagt, ich trachte nach etwas mit dem. Und wie kann ich trachten in dem? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachten wir. Wie könnten wir trachten? Kann man das überlegen? In Bezug auf die verschiedenen Elemente, die man da findet. Ich baue da ein bisschen um. Ich denke, wie gesagt, Essen brauchen wir alle. Aber wenn wir das trachtend machen, aufs Reich von Gott ausgerichtet, dann sind wir uns auch bewusst, wo die Quelle ist von allem, was wir haben. Von unserem Reichtum, von unserer Versorgung, von dem, was wir genug haben. Und ich glaube, wenn wir dann anfangen zu trachten, dann können wir sogar sehen, dass wir wissen, der Vater im Himmel versorgt uns. Jesus sagt folgendermaßen, schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und unser Vater im Himmel versorgt sie doch. Sie sind sogar wunderschön gekleidet und das kann ich euch bezeugen. Ich sehe den Eisvogel aus unserem Fenster durchs Spinnennetz durch, kann mich dort durchfliegen. Fantastisch. Niemand von euch hat so schöne Kleider wie der. Es ist einfach wunderbar. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen zu wissen, wo unsere Quelle von der Versorgung liegt, dass wir das Materielle genug haben und das brauchst du und ich brauche es und drinnen können wir von dem sogar noch weitergeben. Von unserem Überfluss, den wir haben, weil wir mehr als genug haben, weil wir verbunden sind mit dem Vater. Und wir können in Liebe weitergeben und wir können Anteil geben anderen an dem. Es geht weiter. Wir haben ein Zweites, das uns plagt und immer wieder auch, ihr ist das schon unser Status. Wie gehen wir mit dem um, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und irgendwo auch da drinnen bestehen und unseren Weg gehen? Und ich glaube, da gibt es in dieser Ausrichtung aufs Himmelreich, in diesem Trachten, in diesem klaren Blick, etwas, was mit unserem Herz geschieht. Dass wir merken, wir sind angenommen beim Vater im Himmel. Und wir sind genug. Und wir haben mehr als genug. Und da drinnen wächst plötzlich auch eine Demut. Und wir erinnern uns zurück an das Kapitel 5, was heisst, selig sind die arm sind von Gott, die wissen, ich bin nichts und er ist alles. Und in dem hinein muss ich meinen Status nicht mehr selber tragen, sondern ich kann demütig sein. Ich kann wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und, oder dann fängt sich da schon so ein bisschen das Gewicht verändern. Und es bewegt sich etwas in eine andere Richtung. Und ja, dann gibt es da noch die Zukunft. Und die müssen wir miteinander gestalten. Als Gemeinschaft, von den Gläubigen, als Einzelpersonen, in unseren Beziehungskreisen. Und die kann uns manchmal auch besorgen. Ausgerichtet sein auf das Reich Gottes heisst, im Kontext der Bergpredigt, jetzt schon das Reich Gottes da auf die Erde
reinbeten, reinbrechen lassen, hineinschauen und vor allem hineinleben. Und das tun wir, indem wir die Sorgen für die Zukunft versuchen bei Gott zu deponieren, trachtet nach seinem Reich, in der Verbundenheit mit ihm leben, bei ihm Versöhnung und Frieden empfangen und den auch ausleben in die Welt raus. Ganz aktiv. Und schau, das ist dort, wo du den ersten Schritt auf dein Gegenüber machst und sagst, hey, können wir noch mal darüber reden? Wir haben einen riesen Clash gehabt. Und weisst, ich weiss, wir sagen immer, dem muss man halt vergeben und sich entschuldigen. Aber weisst, entschuldigen ist vielleicht der 5. Schritt. Der erste Schritt ist vielleicht zu sagen, können wir noch mal darüber reden? Ich weiss, wer Herz ist. Wenn du am liebsten davonlaufen willst. Können wir uns noch mal begegnen? Und ich glaube, dort drinnen bauen wir das Himmelreich. Und es kommt in die Erde und wir gestalten eine Zukunft, wo eine Stadt auf dem Berg plötzlich Strahlkraft bekommt. Und dann gibt es ein neues Gewicht. Und im Leben hinein werden wir entdecken, dass wir versorgt werden. Versorgung erleben. Mehr als genug haben in dieser Verbundenheit mit dem Vater im Himmel. Jedes Bild hinkt, aber ich habe gefunden, die Waage, die passt noch. Weil es geht um Sorgen und um Trachten. Wenn du dich sorgst, dann versinkst du in den Sorgen. Wenn du trachtest, dann erlebst du Versorgung. Deine Sorgen werden versorgt. Beim Vater im Himmel. Beim Guten gegenüber. In der Verbindung mit ihm. Ich glaube, man könnte zusammenfassend sagen, der Sonntag heute, das Kapitel 6 ruft uns etwas zu. Wo musst du dich nochmal entscheiden für klare Ausrichtung? Entschiedene Klarheit. Trachten nach dem Reich von Gott. Weg vom Sorgen. Und was du darin erlebst, ist Gelassenheit in der Verbundenheit mit Gott. Und das Trachten ist nichts Frömmelndes, wo schon so einen schlechten Gau hat, wo schon so überkommt, sondern es ist etwas, was bei dir ganz persönlich in deinem Herz geschieht. Und wenn ich heute dich etwas fragen darf, ich bitte dich, dir zu überlegen, wo musst du nochmal klar ausrichten? Wo musst du nochmal klar ausrichten? Aber mach es nicht aus dem Druck, der von dieser Bühne vorne kommt. Mach es nicht aus dem frommen Druck, der da innen entsteht. Sondern gang und klär das im Stübli mit dem Vater im Himmel. Dann ist es nachhaltig. Aus der Verbundenheit mit ihm. Wir träumen von einer Kirche, wo das Reich von Gott jetzt schon in die Welt hineinbricht. Und wir sind tief davon überzeugt, dass Jesus dich und mich berufen hat, um genau das jetzt schon anfangen auszuleben. Heute ist eine Einladung an dich, um zu sagen, willst du ins Vaterhaus kommen? Willst du in die Verbundenheit einschlagen? Du sagen, bei dir habe ich alles. Und dann spielt alles außenrum keine Rolle mehr. Es ist dort, wo du dich hingibst, wo du dich einordnest, wo du sagst, du bist mein Versorger. Und vielleicht bist du schon länger bei uns dabei oder vielleicht auch eher noch nicht so lange und bist ein paar Mal einschnuppern und sagst, ja, eigentlich habe ich noch nie so einen Schritt in die Verbundenheit gemacht. Dann möchte ich dich heute einladen, vielleicht den mutigen Schritt zu tun, wenn du jetzt spürst, dass Gott dich ruft. Dann kannst du das sehr gerne machen mit einem einfachen Gebet, wo du sagst, Vater im Himmel, ich möchte mit dir verbunden sein. Und ich danke dir, dass Jesus Christus geschickt hast, um die Verbindung zu mir zu schaffen. Du kannst das auch sehr gerne machen heute im Gebet mit jemandem. Wir bieten jeden Gottesdienst Gebet an, online und da vor Ort. Online hast du einen Knopf, wo du draufdrücken kannst. Und vor Ort darfst du auch sehr gerne dich da überwenden, wo das Team dich wird empfangen. Und heute ist ein bisschen Besonderes. Heute haben wir auch Kinder dabei. Und wenn du möchtest von einem Kind einen Segen empfangen, das kannst du natürlich entscheiden, dann sind sie auch bereit, für dich zu beten. Wir glauben, dass sie gerade bei Gott genau gleich gehört werden. Als Kirche möchten wir eine Stadt auf dem Berg sein. Und heute möchte ich so ein bisschen einen Blick darauf werfen und sagen, es ist eine Stadt, die aus der Verbundenheit mit Gott lebt. Wo ihr ein Auge nochmal klar ausgerichtet hat. Und das ist unser Job. Und in dieser klaren Ausrichtung, in diesem Trachten auf das Reich von Gott, merkt, dass sie alle frommen Hüllen fallen lassen. Dass sie das hinter sich lassen können. Und darum ist es eine Stadt, die nicht frömmelt, die nicht heuchelt, die aber auch nicht aus einem religiösen Ringen und Hamsterrad lebt, sondern aus einer entspannten, gelassenen Verbundenheit mit Gott. Das ist mein Gebet und ich möchte für das beten, für uns als Kirche. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir Vater sagen dürfen und dass dich das allein stellt im Vergleich mit allen anderen Göttern, die es auf dieser Welt gibt. Die wir so plakativ in anderen Religionen sind, aber auch die so ganz, ganz verdeckt und verborgen in unserem Leben regieren. Weil du bist der gute Vater. Und als guter Vater willst du uns versorgen. Ich bitte dich heute, dass du uns heute erleben lässt und spüren lässt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du rufst, dort wo
du Menschen einmal zur Klarheit herausfordern willst. Ich bete, dass es heute nicht aus irgendeinem religiösen, frommen Druck herauskommt, sondern dass ich es im Alltag bestätigen in den kommenden Wochen. Ich will dich segnen, dort wo du stehst in deinem Leben im Moment, dass du Lücken finden kannst, um beim Vater zu sein. Einen Ort finden, wo du bei ihm andocken kannst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du an uns wirkst. Lass uns deine Verbundenheit erleben. Amen.